Herzlich willkommen zu einer weiteren Live-Emission, und zwar von Raumfahrt Spezial. Heute mit den Rome erste Start von der Artemis 1. Gestauert nämlich so ausgesehen ab Cape Canaveral. Blitze und Blitzaufleder getroffen, nicht weit weg von der Rakete selber. Die Rakete haben wir auch am Modell, und zwar 1:1,44. Sie ist 98 Meter hoch, also rund 11 Meter Männer wie Saturn 5 Rakete, die damals bemannt auf den Mond geflogen ist. Das ist eine unbemannte Mission. Und da ist es natürlich ganz interessant, erst zu weisen, was alles geschieht. Wir haben mal als allererst ein Matz für euch vorbereitet, wo wir erst die Einzelelemente erklären. NASA hat sich präpariert für zurück auf den Mond, auch für später bemannte Missionen dahin zu fliegen. Nicht nur dahin, aber ein paar Jahre später auch auf den Mars. Zusammen gehen Tonnen zusammengebaut für den SLS, was so viel heißt wie Space Launch System. Hier sehen wir gerade einen Test von den Feststoffboostern, so wie eine programmiert, animierte Sequenz. Der Mond soll für die Menschen ein Minot kommen. Dafür ist diese Flucht immens wichtig, für die Systeme alle gut am Flug zu testen. Nach den Testen gehen die 5 Elemente von der Feststoffraketen. Wir erinnern uns daran, beim Space Shuttle waren es nicht mehr 4 so Elemente, los sind es ja 5, auf den Zug geladen und 10 Tage durch die USA gefahren. Und das bis sie Kennedy Space Center zu Florida ankommen. Hier gehen sie dann am WAB, dem Vehicle Assembly Building, zusammengesetzt. Innen drinnen Mobilstartplattform. In der Zwischenzeit kommen weitere Elemente mit Flieger an. Wenn die Rakete fertig ist, wiegt sie 2500 Tonnen. 8,8 Millionen Pfund Schubkraft hat das Rakete, was sie aufhilft. Sie ist mehr schnell wie der Space Shuttle und Saturn 5 Rakete. Kommen wir aber zurück an den WAB. Hier sehen wir, mit welcher Präzision die Einzelelemente von den Feststoffraketen, auch Booster genannt, zusammengesetzt gehen. Alles wird 5 Mal überprüft, ehe die Elemente zusammengesetzt gehen. Sobald Feststoffbooster zusammengesetzt sind, werden sie schon an der Montagehalle auf das nächste große Element, die sogenannten Core Stage. Das ist die erste Stufe und das ist die größte Stufe, die bis laut NASA gebaut wird. Das kommt über das Wasser an. Ankommen wird sie dann am Kran vorsichtig abgehoben und Zwischenboostern montiert. Gut zu erkennen die 4 RS-25 Motoren, die aus der Shuttle-Ära stammen. Der Shuttle hatte just 3. Das Hauptstück, also die erste Stufe von der Rakete, wurde am Mississippi gebaut und immer getestet. Hier sehen wir so einen Test. Die Brenndauer von diesem Test hat insgesamt 8 Minuten gedauert.
so sieht es aus, wenn die Tabstufe zwischen den Boostern positioniert wird. Muss ich sagen, dass noch nie so eine starke Rakete von der NASA am Einsatz war. So gut Saturn 5 war nicht so stark. Es will in den Mond mehr sicher und mehr umweltfreundlich erreichen, wie damals an der Apollo-Zeit. Lo fehlt aber auch noch den ewigsten Teil von der Rakete. Ein anderem Dorion-Raumschiff mit ihrem Service-Modul an der zweiten kleinen Raketenstufe, die ICPS genannt wird. Die bringt Raumschiff Hanno an ihr Mondboot. Dazwischen können aber auch mal ein Adapter ran. Ehe aber so weit ist, gehen Tests gemacht am Vehicle Assembly Building, so dass alle Elemente mit denen funktioniert, Hanno auf der Startrampe. So Tests sind auch schon an der Apollo-Ära gemacht worden. Seit der Konstruktion vom Vehikel gab es schon eine Reihe Modifikationen an dieser Halle, und das für die verschiedenen Raketentypen. Egal ob sie gedurcht wurden, für am Erd-nahen Orbit zu fliegen oder am tiefsten Weltraum. Dorion-Raumschiff geht aber nicht allein das Jahr Probe gestartet. Zwischen der zweiten Raketenstufe und dem Service-Modul fliegen auch noch 10 Cube-Satelliten mit. Das geht eine W herausgelost. Das sind die kleinen Satelliten, die als Shoebox-Satelliten bezeichnet gehen, weil sie nicht mehr groß sind wie eine Schwungbox. Sie müssen verschiedene Sachen, Magnetfeld von der Erde, der Mond wird zum Teil neu kartografiert und auch sogar Asteroiden gehen in die Sicht. An Bord von der Artemis 1 sind auch Puppen. Eine am Namen Moniken Campos, und der zweite, das sind Helga und Zoa. Die zwei letztgenannten sind von der ESA. Das Puppen bestehen hauptsächlich aus Sensoren, die Kraft sollen messen für die später bemannte Flüge. Die Strahlenbelastung zum Mond soll auch frisch ausgemessen gehen. Lo ist die Rakete bald fertig zusammengestellt. Das Servicemodul mit Raumschiff an dem Rettungsturm gehen nach auf die Rakete gesetzt. Der Rettungsturm ist immens wichtig für die später bemannte Flüge. Lo bewegt sich der Crawler mit der mobilen Startplattform und mit der 91 Heiger SLS in Richtung Startrampe 39B. Übrigens stammt der Crawler auch schon aus der Apollo- und der Space Shuttle-Zeit. Der Unterschied an diesen Missionen ist, dass auch international kooperiert wird. So wie DESA, der Europäische Weltraumagenz, wo Lützeburg auch Member ist, und JAXA, die japanische Weltraumagenz. Lo werden wir just nach das alles klappt. An von diesem Moment an sind wir dann auch live begrüßen ich ganz herzlich von Bachtring aus unserem Studio. Wir sehen noch live NASA-Bild d'Artemis 1, auch der Startrampe, ein großes Vue von oben gut zu erkennenden Rettungsturm mit der Orion-Kapsel, da das da wo den Fendel drüber ist, an innen wo NASA steht, an ESA,
gut zu erkennen, da das den Servicemodul diesen Asio gebaut gin an anderem auch zu Bremen an 4 dieser. Dann 90 Meter heich huet am Fongehol des d'Artemis ent. Sie ist wenig mit kleiner wie Saturn 5 Raket. Dorop se hin als dawe so, dass es paar Versionen gin von dieser Rakete. Das ist klar, weil es gibt auch eine Cargo-Version. Und das Cargo-Version ist effektiv dann auch 110 Meter hoch. So. Hier ist eine Grafik, die wir gesehen am Fongehol, für mal zu erklären, was Herr ob uns durchkennt. Eine Grafik, die zusammengestaltet ist von der NASA, da muss ich just auch von bei mir. Das erklärt uns so am Fongehol den Start ein wenig. Die sieht auf dieser Grafik die Feststoffboostern. Das sind die, wo ich schon erklärt habe am Film. Das sind die mit den 5 Elementen vom Space Shuttle. Das ist ganz flott, weil da fliegt nämlich die Core Stage weiter. Ne? Wenig mich spät geht da noch der Rettungsturm gesprengt und dann geht es an eine Ära, da geht dort im Kreis und später geht es dann auch den Mond. Seit 50 Jahren, also es ist so, dass schon keine Mission mehr geflogen ist bei den Mond. Aber das ist River, das war Dezember 1972, da waren die 3 letzten Astronauten Mond, das geht als Kenobord. Das ist eigentlich nicht mehr ein Test für die Rakete zu testen mit ihren Elementen. Ich muss auch nicht ganz kurz erklären, die Feststoffboostern, die wären an der Shuttle-Zeit viel mehr klein. Das sind 5 Elemente. Was auch interessant ist, zu weisen, da das die sogenannten Core Stage, da das Herz von der Rakete, da haben wir auch gesehen am Film, ob durchkommen. Hier ist den Servicemodul drin, den hat das hier Sonnenkollektoren, also für auch am Weltraum mehr stark zu sein. Dann haben wir hier Orion Raumschiff an hier Rettungssystem. Das Rettungssystem ist aber geduld für später bemannte Pflicht, wenn irgendein Problem sollte und der Rakete kommen, na, das wenn wir beim Shuttle wenig so ein Großzone, also just ein hier, wie gesagt, beim Start schiefgegangen, das will den Lo nicht mehr machen, also Lo hat den Rettungstyp, so wie an der Apollo-Zeit von Demos. Die Mission geht da weiter, es fliegt in der Port hier rund um den Globus, hier ist übrigens Cape Canaveral auf Florida, wo es im Moment Erdauer 14 ist. Erdauer 33 ist den Start 4 gesehen. Wie hat ich gesagt? Wir fliegen ein paar Mal rund um die Erde. Und da geht es direkt weiter an den TLI. Und den TLI, das ist Translunar Injection. Das ist für den November so geht halbe 12 ist das geplant. Da geht es um den Mond. Und das Mission, die wird da lang um den Mond fliegen. Sie ist vorgesehen, das Mission für 42 Tage zu fliegen. Da das ja nicht gerade nicht, wir wollen wirklich alle Systeme testen. An der ersten Phase fliegt um die 100 Kilometer um den Mond. Durch noch an der zweiten Phase geht ihn auf 60 Kilometer herab. An der Mond wird neu kartografiert. An besser wie das für ein paar Jahre war, will ihn immer letzten Stand sein. Später wurde ja auch Willes, um auf den Mond zu fliegen.
den nächste Fluch mit Artemis selber, Artemis 2 zum Beispiel, das ist vorgesehen für 2024, also genau an 2 Jahren. So, hoppla, da habe ich mich rausgehört, weil da sind wir aber NASA-Feed drauf. Da will ich auch nicht unbemannt den Mond fliegen, so zu erklären, wie Apollo 8 damals, bemannt rund den Mond fliegen. 2024 an ein paar Jahre später will ich effektiv Mond landen. Vielleicht 2025 schon, aber es weiß ich nicht. Das hängt alles nur davon ab von dem Test von Haut. Wir sind im Moment an einem Hold beim Countdown. Dafür sehen wir auch die ersten Motoren von dem SLS-System. Das sind Motoren aus der Space Shuttle-Zeit. Den Shuttle hatte 3, an die High-Rakete, also heute 4. Das ist bislang die stärkste Rakete, die NASA überhaupt gebaut hat. Das muss man sich noch vorstellen. Weil es will ja auch später vom Mond auf den Mars fliegen, mit das so nach Zukunftsmusik. Aber es geht schon davon geschwärzt. Also die Rakete, die wäre auch dafür gedauert, aber da kommen noch ein paar Zusatzstecker dabei. 14:33 also wenn sie aufhilft von Cape Canaveral an Florida. Und das ist interessant, weil ich schon noch geguckt habe, Apollo 11 aus 1 Minute, aus den sie auch damals auf den Mond geflogen. Da waren ja auch 3 Astronauten mit an Bord. Weil das überhaupt Bord bei dieser Mission. Wir haben auch nach dort so ein paar interessante Sachen. Ich hatte ja schon am Film gewiesen, da war ja die Puppen, die da mitfliegen, das sind Makaten, die Messapparate also schon für verschiedene Sachen zu messen. Dann haben wir aber auch noch, und zwar ganz bekannt, also bestimmt aus einer Kannerserie, das als Schauen Schaf. Schauen das Schaf. Ich meine, das ist auf der deutschen Television gelaufen, das Serie. Und da holen sie auch ein Makat von dem Schaf. Wenn der also nicht kennt, 3 Leute erinnern, ich meine, wir haben sogar eine Grafik hier, 4 Brett, muss man mal schnell gucken, wo das der Hund heißt. Dann können wir ihr Start auch nachweisen. So, da ist es. Voilà, das schauen Schuf an auch so ein Pop fliegt an den Weltraum. Was aber auch noch interessant ist, was Mod fliegt, das ist ein Schrauf, die habe ich noch nicht an der Grafik hier gesehen. Das ist ein Schrauf, den aus der Apollo 11 Mission stammt. Und der ist auch an der Orion-Kapsel dran. Die Orion-Kapsel sehen wir auch oben Startturm. Ganz gut zu erkennen, da sind die 3 Blitzaufleder. Da war ja gestern ganz viel, es hat ganz viel geblitzt gestern, Kennedy Space Center. An einem von diesen Themen ist auch gestern den Blitz nach angeschlagen. Dafür war die Mission von Haut gestern, also genau 24 Stunden, Haut auch noch kurz an Frohgestalt. Was kann ich dazu sagen, zu dieser Rakete? Ma, das heute. So, muss man hier umschalten. Wie? So, also, die Feststoffbooster, die sind beim Space Shuttle immer mir gefallen, es hat sie abgefangen, gebutzt, und die sind rumgeholt für den nächsten Flug. Das ist hier nicht der Fall.
weil es 5 Elemente sind, an die Boosteren, der müssen schwer sein. Also so, dass die Boosteren hätte müssen neue Fallschirme kriegen. Da wollte den aber keine Zeit mehr verlieren für die neuen Fallschirme. Es wollte den einfach sehr wie möglich starten. Ja, das heißt, die Booster. Und auch leider die Motoren, die sind die RS25 Motoren, merken sich auch eigentlich ganz schön am Bild gesehen, die gehen nicht mehr verwehrt. Das ist der einzige Punkt, wo ich kann sagen, das ist nicht so gut. Aber das ist aber so, dass die Rakete so stark ist, so stark Fallschirme kann ihn am Anfang nicht holen, für dass zurück auf die Erde kommen. Denn Elon Musk bei SpaceX, den hört ja so ein System, das ist alles verwendbar. Wir werden auf den Countdown, wie in dem noch nicht angeblendet kriegt, seitdem dass wir live sind. Gucken wir mal ein bisschen am Heidorabau. So. Den Wassertank sehen wir auch gut am Bild, da das direkt neben der Artemis haben wir einen Wassertank, da das den Ronnentank, den wir gesehen. Da sind von Millionen Liter Wasser dran, da wird aus dem Meer gepumpelt, das Wasser. Und sobald Motoren gezündet gehen, wird Startramp aufgekillt. Das kann die Raketenstartramp nämlich beschädigen. Es sind auch ganz viele Leute Kennedy Space Center haut. 300.000 sind da ungefähr gezählt gehen. Es sind auch viele Schulklassen da, auch sogar aus Deutschland, die Schulklassen da, die sich den Start von dieser Mission werden angucken. Wir wollen eigentlich zurück auf den Mond, da das auch eine gute Frage. Aber es werden später eine Mondstation bauen, so ungefähr wie die ISS im Moment ist. Wir sehen nicht, wie lange die ISS noch hält. Ja. Die fliegt dann auch den Mond, die Station, da das aber nur nach Zukunft, da das nicht so viel direkt. Und da können die dann auch von da weiter fliegen auf den Mars zum Beispiel. Ne? Aber was wichtig ist, da das mal Material zu testen, wenn das alles getestet wird, dann ist bereit für bemannte Raumfahrt zu machen. Schon hat auch immer lieber bemannte Raumfahrt, weil Leute dran sitzen, dann ist das noch mehr spannend wie heute. Aber es sind ehrlich gesagt froh, dass wir mal so weit sind, wie wir sind. Hier sehen wir auch ganz gut die Versorgung von den Feststoffboostern. Und dann auch Core Stage genannt, also Tabstufe, die ist rot, die hat dieselbe Farbe wie die großen externen Tank vom Space Shuttle. Nur will ich natürlich sagen, dass das gerade so gefährlich wie den Space Shuttle, weil der Space Shuttle war ja bemannt, nicht ganz ungefährlich. Da sie leider 1986 sind da 7 Leute ums Leben gekommen und noch ein Jahr 2001. Aber dafür wollen eben Material am Voraus testen, ohne dass sie direkt bemannt alles riskieren. Da werden wir am Anfang geholt ob NASA, dass sie als den Go gehen für den Start. Lass mal gucken. Du könnt noch immer nicht von Cape Canaveral rauf. Aber gleich geht doch durch den Kommentaren, sodass wir erst können alles dann übersetzen. Wir wollen nicht das so einfach wie möglich machen.
Den Leiit, die ganz kritisch sinn mam Raketestart kann auch so et ass so, dass bei dieser Mission also an noch bei den späteren Missionen das nimmen Sauerstoff an Wasserstoff. Den Dampf, den der Henno gesieht, da das nimmen Dampf, also wie gesagt, da das kein Kerosin, den do verbrennt, das einzig wird Feststoff aus, das sind die zwei Feststoffraketen, die sind mit derselben Materie gefüllt wie damals beim Space Shuttle. Was auch interessant ist, 39b, Startramp 39b, da das auch ein historisch Startplatz, weil von da sind auch Apollo-Flieger gestartet an Skylab. 39a, die Startramp, die wenig mehr rüberleitet, das war damals die von Apollo 11. Die geht haut übrigens betrieben von SpaceX, also vom Elon Musk seiner Entreprise. Wir hören noch immer kein Kommentar, was von der NASA kommt, aber dann scheint alles an der Reihe zu sein, dem Moment. Wenn wir Ruf gucken, kann ich es auch noch erklären. Wir sehen das noch nicht, doch, ich kann es einfach weisen, Moment, ich kann es nicht über Television weisen, wenn der Hai, da kommen Henno, hallo, gesehen wir besser, hier ist die Mobil-Launch-Plattform, die gesehen der Hai, und dann da innen drinnen, da wo das Wasser könnt, was ich gesagt habe, das aus diesem Tank könnt. Die Mission kann ich euch auch noch ein paar Sachen sagen, was interessant ist. (2025) sollen dann Leute Mond landen. Am Dezember 72 waren es ja 50 Jahre, das hatte ich gesagt. Jetzt sind noch ein paar andere Sachen, wo ich kann sagen zu dieser Mission. Wir müssen wirklich gucken, dass wir rumkommen mit dem Startteil, weil ich gesehen habe, da kommen zu ein paar Wolken ob Cape Canaveral, aber es scheint aber below zu klappen. So, lo ha ein Helikopter gesehen wir, den ha über flieht. Und dann haben wir am Anfang Go gleich für den Start. Ich habe keine Novellen vom Cape, ich höre im Moment doch nicht. Ich hoffe, dass ich nicht überheiert habe. Muss man mal gucken, was sie uns sagen.
Ich weiß nicht, ob der an der Regie etwas weiß. Also, wir haben noch keinen Ton und ich weiß es doch noch nicht. Das ist mir gelungen. Also, wir haben schon Ton, aber von Florida aus könnt nicht von geholt kein. Dann kriegen wir eine Vue gewiesen von Uhren. Die Startfenster, also die muss nicht an 3 Minuten starten, die Rakete. Das muss auch mal gesagt sein, die muss nicht an 3 Minuten starten. Das ist ein Startfenster da von 2 Stunden. Die geht 14:33 Uhr ab. Und sie hält ab 16:33 Uhr, war natürlich Gift dann die ganze Mission 2 Stunden noch handen verreckelen. War das ein Startfenster, da das einfach zu erklären am Anfang. Die Rakete fliegt an Richtung Mond. Und da muss verschiedene Konstellationen sein. Kann nicht einfach fliegen, wenn ihr will, zwischen der Erde und dem Mond. Und dafür brauchen wir ein sogenanntes Startfenster. Und der ist haut ab 14:33 Uhr bis 16:33 Uhr. Da werden sonst natürlich keine 2 Stunden high werden los. Nee, es will ihn auch nicht mehr sicher gehen, und die Sicherheit ist eben nun erlaubt, weil es will in sich an der Wien auch sich keine Fehler erlauben. Weil sonst wären Kritiker von der Raumfahrt ganz sehr da, für das Programm zu stoppen. Wir gesehen eng dick Wiederwolleg, und das kann mir Wege noch schon eine Ursache sein, für was sich noch kein gemeldet wird. Schauen wir bei uns an die Regie. Vielleicht wir sind da etwas, wenn nicht, dann werde ich eine Meldung kriegen, dass irgendetwas sich noch anders verreckelt. Die Wiederwolken, das ist so eine Sache, das war bei Apollo 12 am November 1969, war das, wo die gestartet war der Blitz hier an die Rakete herangeschlagen. Gott sei Dank, dass keinem geschieht. Natürlich just müssen die Elektronik ihrem Heischfuhren von der Rakete am Kontrollzentrum zu Houston, wo sie damals ganz witzig abgeholt, mir schmengen den Astronauten, die damals oben dran sitzen, denen war es nicht mehr egal. So, ich meine, im Moment geht sich nicht ganz viel Cape. Da gucken wir, dann weisen wir vielleicht noch mal ein anderer. Ja. This is Artemis Launch Control with an update. Launch Director Charlie Blackwell Thompson has called a scrub for today. Oh. Again, Launch Director Charlie Blackwell Thompson has called a scrub of the attempt of launch of Artemis 1 and the Space Launch System with the Orion spacecraft. The issue that came up was an engine bleed that couldn't be remedied, but the rocket is currently in a stable configuration. It was mostly tanked, but not completely tanked. Engineers are now working on a plan to continue gathering data about this particular engine and the bleed that didn't work out. Ja, also the rocket
Der Start ist effektiv aufgesucht. Das wird just NASA konfirmiert, dafür habe ich nicht dran geschwärzt. Engineers are focused on gathering as much data as they can at this time, so they have not gone to draining the rocket just yet. They're going to keep it in its current configuration. Dass irgendein Leak dran da ist, dass irgendein Stall, wo der Computer gesagt wird, halt, weil sie wären nämlich auf einer Leitung wäre etwas undicht, so wie ich ganz sehr verstanden habe. The team was unable to get past engine bleed that didn't show the right temperature once they got into the engine bleed test. And ultimately, the launch director has called a scrub for the day. The earliest opportunity, depending on what happens with this engine bleed, would be September 2nd. That is available. Den 2. September, also nächsten Startversuch. A determination of what the plan is to go forward. Das wäre die nächste Möglichkeit. Den 2. September Dauerzeit geben wir wie immer bekannt mit einem Trailer und natürlich auch auf unseren Facebook-Profilen. Da geben wir natürlich auch bekannt, wenn die Rakete endlich startet. Wenn wir so gut ankommen, ist aber ein Sicherheitsproblem abgetreten bei der Rakete am LS-System. Da sind Leak und irgendeine Leitung. Da wollen gucken, dass in das geflickt wird, weil sonst wäre die ganze Mission gefährdet, also eine Gefahr. Und dafür ist es so, dass der Start für Haut mal nicht stattfindet. Weil die Informationen laufen noch nicht. Voilà. Just, dass der Start für Haut dann aufgeblasen ist, da das schürt, weil wir Haut so gut erformt waren. Und zwar ist es ja so, dass wir erst auch den 2. September dann werden begrüßen beim Start von der Artemis-Rakete. Und da freue ich an die Regie einfach gleich rauszugehen an unserem Programm und da normal weiterzuführen. Ich sage euch vielmals merci für Nachgucken und ich wünsche euch einen agrablen, schönen Mittag. Und wir sehen uns dann den 2. September. Dauerzeit geben wir euch auf Doc bekannt. Let's go on with a few. We're going to just play a few new songs on you, try them on, see if they fit. Can you hear? Are we clear? Clear for liftoff. Take off. For making reverberations. Are we affirmative? No negatory. Come in. Radio, what's your story? Ayahuasca kilo? Well, you're welcome. Are you ready for a better Echo Victor? Feeling wider than awake. Yeah. Better quicker than straight.
a line. Hey, you got a line?